Tja, Freunde, wir stehen immer noch am Rande der Eliminierung. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Legacy of Duelist Link Evolution. Teil 3 diesmal, ja? Bin gespannt, ob der auch wieder so einfach zu besiegen ist wie die letzten beiden. Jose traf nun nach den geschickten Captain von Team Unicorn, Sean. Nicht schlecht, du hast lange durchgehalten, aber diesmal wirst du es nicht schaffen. Jetzt ist an der Zeit, dass Team Unicorn sein Arm senkt, dich anballt und Team 5Ds ein für alle Mal aus dem Rennen sticht. Mais oui, mais oui. Und ich sage einfach, mais non, 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 non. Da habe ich keinen Bock drauf. Es ist aber schon hart, dass Jose alleine gegen 3 Stück antreten muss. Nur weil Akisa und Jack schon versagt haben. So, was haben wir Schönes? Synchronentdecker. Okay. Schildkrieger kennen wir, Geistwache kennen wir, Nullwache kennen wir eigentlich auch. Ja. Ist auch nicht so viel, aber Geisterwache. Eine Option. Oh! Jose kommt in Fusionsbeschwörungen. Jetzt wird's lustig. Wo ist er? Hier. Draco Equitana, Drachenritter. Synchronmonster Typ Drache plus ein Monster Typ Krieger. Warte mal, Synchronmonster Typ Drache hat er nur eins. Ja, lohnt es überhaupt, den so zu rufen? Ich habe irgendwie das Duell im Anime nicht mehr so im Kopf, wie es Jose damals so gemacht hat. Der gleiche dann des Monsters und zersetzt diesen Effektbesender des Monsters. Gegen den Effektschaden von seinen Kann-Effekten, den du erhalten hättest. Ja. Ich denke mal, kann man versuchen, wa? Aber es ist von dem schon krass, dass man bis zu dem Zeitpunkt hier überhaupt keine Fusionskarten eingesetzt hat. Wobei, andererseits muss man ja auch sagen, normale Duelle gibt es eigentlich eher selten hier. Es sind ja eigentlich vor allem Turbo-Duelle. Und warum soll man in Turbo-Duellen Fusion einsetzen wollen? Weil es ist ja doch eigentlich mehr oder weniger vor allem auf die Schnellzauber ausgelegt und vor allem auf Synchro beschwören. Also macht es von dem her ja relativ wenig Sinn. So. Monoceros. Okay. Erstmal bitte stimmen. Aber irgendwie... Okay, ja, nur ihn. Das ist leicht doof, weil... Weil warum? Nee, weil... was soll er machen? Ich müsste erstmal Sternschatdrache rufen, dann muss ich irgendwie einen Krieger. Gut, ich hätte Schildkrieger, ich hätte Nullwache, würde zur Not auch gehen. Nullwache vor allem. Oder brauche ich irgendwie nichts speziell? Nee, also geht schon so. Symbolisieren kann halt nur Monsterstufe 2 holen. Schwer, da irgendwie was Brauchbares aufs Feld zu rufen, aber was macht er jetzt? Geladenes Zweihorn. Der ruft mal sein, naja, Einhorn oder Zweihorn-Monster in dem Falle. Synchro-Monster vor allem. Zweimal ein geladenes Zweihorn? Ich glaube, deswegen ist 2 plus 2 gleich 4 oder was? Und ich habe wieder mal völliges Pech hier. Ich habe schon eine Fusionskarte. Dankeschön, Spiel. Tja. Gerümpel synchronisieren auch noch. Das wäre auch eine Idee.
Egal, was ich irgendwie machen soll, aber wir gehen in die Option aus. Können wir mal Nullwache rufen, einfach mal um den nächsten Zug noch zu überleben. Ansonsten. Ja, komm, mach mal, aber hinter mir. Gerümpelsynchronisierer selbst bringt mir eigentlich nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Er ist einfach da, das ist schön, aber kann nichts rufen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt müssen wir dann einen Schluck trinken auf den Schock hinab. Komm schon, Herz der Karten, hilf! Also jetzt der Scheiß. Ja, toll. Ja, ich kann mal Synchronentdecker rufen, einmal zum Zeigen. Yeah, geil. Synchronentdecker, aktivieren Special Ability für Grünpol-Synchronisierer, geil. Hä? Ah ja, stimmt, jetzt könnte ich natürlich ihn rufen. Bringt mir aber auch nicht viel, Freunde. Gut, wir haben Krieger, insofern. Kann man schon der Untoten rufen. Kann ein bisschen auf Zeit spielen. Ja, und jetzt? Ich könnte theoretisch... Warte mal. Ja, ich könnte Nullwache nochmal spielen. Stachelschraubenigel, Kumpel, du kommst ein bisschen spät, aber egal. Gerümpel-Synchronisierer hätte ich gerne. Aktivieren, Special Ability, dankeschön, noch mal Nullwache. Scheiße, Maschinenmonster. Aber egal. So. Sternschardrache oder Gerümpelzerstörer. Ich müsste eigentlich mal seine Monster wegkriegen. Da ist müsste ein Gerümpelzerstörer rufen. Weil Sternschardrache bringt momentan nicht viel. Er hat auch 2500 Punkte, so wie seine Unicorns, aber das kann er ja zweimal, also hat er zwei davon. Ja, bitte. Ey, Alter, das waren meine Karten. Wie unhöflich. Oh, meine schönen Karten. Gut, ist mal ein bisschen aufgeräumt. Das kann man natürlich auch machen. Scheiße. Darum muss ich auch so ein Pech haben. Also mal ganz im Ernst, ich bin so gut zurückgekommen, es schien so gut zu sein und dann macht er so eine Scheiße. Natürlich muss er Blitzeinschlag auf der Hand haben. Aber trotzdem, also ich finde, ich habe mir halt noch relativ gut gerettet. Dafür, dass es so aussah, als würde es gar keine Rettung geben. Da hat mir Nullwach echt nochmal den Arsch gerettet, aber eben ansonsten... Oh Mann, es geht genau wieder gleich scheiße los. Zum Glück haben wir mal Synchro-Druckwelle auf der Hand, da schon mal etwas. Aber ansonsten genauso wenig Wert wie zuvor. Nullwache jetzt schon mal spielen? Ja klar, warum nicht? Ah, Nullwache! 0 gibt 0!
Nee, nee, passt schon, danke. Was? Nein, aber gesagt nein. Na komm mit der Macht des Monoceros. Festungskrieger, so. Der kann zerstört werden. Ja, das gefällt mir doch. Wie eine Karte, die man schön verdeckt spielen kann, nicht wahr? Ja, so Karten, mit denen man eine bestimmte Karte aus dem Deck holen kann, finde ich immer ein bisschen fragwürdig. In dem Fall halt irgendwie dieser Fusionsweiser, wie es heißt. Die Frage, was ziehe ich nachher? Wenn ich natürlich Glück habe oder Pech habe, würde ich was Geiles ziehen. Und brauche ich nachher Festungskrieg. Wobei andererseits, ich habe Gerümpelsynchronisierer. Wenn ich den rufe, können ich sowieso einen Festungskrieger zurückholen. Also insofern brauche ich ihn gar nicht. Also beziehungsweise wollte ich jetzt nicht irgendwie was anderes mit dem Schrei der Untoten oder Ruf der Gejagten von mir auszurufen. Nee, passt schon, danke. Bin in Déjà-vu, kann das sein? Ach, ich sehe nicht zu, hey, der Synchro-Entdecker. Bringt nichts, weil ich habe keinen auf dem Feld. Am Rand des Abgrunds, das hat durchaus was, die Aussage. Hey. Blitz 3 Horn, so. Mach das einfach doch mal, komm. Danke, Nullwache. So, was sehe ich jetzt für eine Schrottkarte? Oh, Stachelschraubenigel. Oh. Der bringt natürlich jetzt. Diese Einhörner, Synchromons funktionieren also quasi zusammen. Interessant. So, jetzt der Karten, das war was ganz Vernünftiges. Naja. Verstärkung für die Armee ist im Prinzip schon eine geile Karte, aber ich hätte sie früher gebraucht, weil jetzt kommt sie zu spät. Aha. Ja, Mist. Vielleicht nochmal den Modus switchen, aber egal, dann soll es auch nicht sein. So. Also, Monster verbannen bringt mir hier nicht viel, weil seine Monster ein bisschen stärker sind, deswegen mache ich es lieber so. Genau, dann haben wir noch die Synchro-Druckwelle, um mal eins seiner Monster wegzupusten. Ja, jetzt haben wir gerade ein eigenes Ei geschossen. Kann man so sagen. Weil ich Stachelschraubenigel im Angriffsmodus gerufen habe. Oder gesetzt habe, beziehungsweise.
sonst nichts mehr gerade rufen. Hier kann ich auch nichts mehr spielen. Nee. Schade. Haben wir irgendwas zur Rettung? Oh, Schildkrieger, geil. Danke. Hä? Aha. War der falsche. Sorry, war das falsche Monster. Das wäre das Monster, was irgendwie den Schaden annullieren würde, aber es annulliert nur die Zerstörung. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. So, alle guten Dinge sind 3 Freunde. Stimmen. Damit ich schon mal eine Auswahl habe. Beziehungsweise jetzt schon mal alle auf dem Feld habe. So. War gar nicht mal so ein schlechter Side-Effekt. Als Stachelschraubenigel kann ich ja nachher nochmal durch so eine Special Ability rufen. Also eigentlich läuft es bisher sehr gut. Die Rüppelkrieger. Zurück zum Appell. Ich hätte trotzdem gerne mal Sternschabdrache gerufen, damit ich nachher mal noch eine Fusionsbeschwörung machen könnte. Das wäre eigentlich mein Ziel, aber ich glaube, das wird eher schwierig. So. Kann ich mal ein bisschen besser. Max Krieger. Maximaler Krieger, maximaler Schaden. Wäre zumindest meine Hoffnung. Oh nee. Was? Frechheit, hier einfach da meinen Angriff zu annullieren. Wie kann er es wagen? Dieser Unicorn-Typi. Wir fragen uns jetzt gerade, ob er irgendwie, keine Ahnung, halt auch die Synchromonster seiner Teamkameraden nutzt, weil wenn wir wissen, es gibt ein 3-Horn, 2-Horn, 1-Horn als Synchromonster und es sind zu dritt im Team, werden ja wohl alle 3 jeweils ein Monster eigentlich haben. Eigentlich. Schnauze, will gar nichts rufen. Nicht angreifen. Ich rufe mal einen schnellen Krieger. Der ist sogar sehr schnell. So, also, Stachelschraubenigel, kann jederzeit rufen. Sehr gut, sehr gut. Wer ist das Viech? Hypnohorn, also Sündenböcke natürlich. Ja, natürlich haben die auch Hörner, okay, also von Joey Wheeler ausgelehnt die Karte, ist klar. Da fragt man sich sowieso, ob eigentlich die Charaktere aus Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! GX, ob die eigentlich hier noch leben. Oder wie viele Jahre in 5D sind seit der GX-Ära vergangen? Das wäre mal eine interessante Frage. Weil es ist dasselbe Universum, das weiß man ja, und auch aus verschiedenen Gründen, aber es wird auch selber ein Anime. Ich glaube, Anime selber nicht, aber ein Film. Ein 5Ds-Film oder wie hieß der? 3D-Film. Irgendwie war es ein ganz seltsamer Titel. Auf alle Fälle wird es dort eigentlich erwähnt. Nicht schlechter Specht, muss ich zugeben. Der Move hatte was. Und ich habe ein Problem. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt das Schrei der Untoten nutzen oder was? Autschen? Das war jetzt ein bisschen schmerzhaft, muss ich jetzt zugeben. So, kann ich den Effekt immer noch nutzen.
Da ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Eigentlich... Er kann die Bogenschützen rufen. Rümpelkrieger bringt mir nicht viel. Der Bogenschütze, der könnte eventuell noch helfen. Naja, das Ganze ordentlich zuhauen. Ist doch auch was, Freunde. Aber es reicht eben nicht ganz. Wenn er halt sein scheiß Unicorn zurückkehrt, ist die Frage, ob nicht noch wieder den Bogenschützen angreifen würde. Wenn er das nicht tut, ist es ein bisschen dämlich, aber man weiß ja nie. Jetzt ruft noch einer oder was? Jetzt ruft ein Zweihorn. Der ist so dämlich, wie er aussieht. Okay. Muss man sich nicht hinterfragen, ist einfach mal so. Schon. Mein Team hat wirklich alles gegeben, um an diesem Turnier teilzunehmen. Aber ich habe mich von dir besiegen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber du warst einfach besser. Das ist keine Niederlage von Team Unicorn, sondern meine eigene, Yusei. Na, du musst die ganze Schuld auf dich nehmen. Aber es ist wahr, ich habe verloren. Ich bin dumm gewesen, habe nicht aufgepasst. Damit habe ich unsere Chancen verspielt. Und redest du schon? Du warst dann wirklich gut da draußen. Ich bin sehr stolz darauf, in deinem Team zu sein. Schon, du bist immer so kalt und berechnend. Aber diesmal hast du wirklich voll allein nicht aufgezeigt, was in dir steckt. Das war fantastisch. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der ein Duell mit solcher Energie und Fertigkeit durchsticht wie du, sich nicht ganz genauso fühlt, Yusei. Danke, Brio. Wir haben zu danken. Dieses Duell hat die Art und Weise verändert, wie Team Unicorn die Dinge angeht. Und das wird jetzt viel besser sein. Schön, glaube ich. Duell für Erlösung. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Freunde. Ja, scheint auch so, als wären sie alle aus einem Team. Aber zumindest kann ich jetzt mal wieder mit Jack und mit Crow. Crow wird vor allem geil sein, mit den Schwarzflügelmonstern vor allem schon drauf. Wieder mit Yusei, ist klar. Und hier kommen wir auch schon zu den Iliaster-Bossen, ne? Die haben wir auch schon gesehen vor ein paar Folgen. Irgendwo, war sogar in der Folge hier, in dem Kampf, beziehungsweise Vorspann, wie auch immer. Gegen die drei, das Duell noch das und das. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Duelle noch. Dann haben wir ja 5Ds auch durchgespielt. Oh Mann. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Bye bye.